Onse Jeschicht von George Rempel. Hij vertelt hier wieder von, wo sich dort entwickelt hat, dort zu dat Landschap in Deiden, bis San Antonio de los Arenales, wat nu Cuauhtémoc heet. Für mich ist es besonders interessant, dass einer von den zwei Männern, John Rempel und Klaus Heid, John Rempel wie mein Grootvader. Ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Onse Jeschicht. Ditmaal zei we eerst, wo de Ölkolonie afgesloten handelscontract met de Zuluaga-familie Kartje voort luden deed. En dan vertellen we wat meer van onze ouderen, grootouderen en uw-grootouderen ihrem Reitmerken zum Uitwanderen. En dan vangen we aan te vertellen van de uitwanderung zelfs van Canada naar Chihuahua, Mexico. De Ölkolonie Mennoniten afgesloten handelscontract met de Zuluaga-familie Lüt kortgevoerd zou. Am 6. September 1921 ist zwischen de Vertreter von de Rheinländer Mennoniten en de Zuluaga-familie vereinbart worden, dat de Ölkolonie Rheinländer Mennoniten von Manitoba, Kanada, 150.000 Acker goudet Ackersland en Bustierstol gekauft haben für den Preis von 8,25 US-Dollars den Acker. Daraufhin haben die Käufer 15.000 US-Dollar Handgeld gegeben. Wieder ist zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart worden, dass die Käufer am oder vor dem 1. November 1921 $2 US am Acker an der First National Bank in El Paso, Texas, Antollungsgeld angetolt haben sollen, en dat ze den rest van de tollingen in 8 jaren, jeder jaar den 8e deel, ook aan de First National Bank in El Paso, Texas, betalen zullen met 6% zinsen im jaar. Wieder ist vereinbart worden, dat de Ölkolonie Rheinländer Mennoniten von Swift-Current, Saskatchewan noch wieder 50.000 Acker für denselben Preis op dezelfde bedingungen kopen können, wat im 1. Januar 1922. Wieder ist besonders vereinbart und verständigt worden, dass der Handelskontrakt modern bindend und geltend ist, wenn der Gouverneur von der Stadt Chihuahua, Ignacio C. Enriquez, an oder vor den 1. November 1921 den Mennoniten schriftlich die Freiheit geben wird, dass sie in Mexiko Land eignen dürfen. Des Handelskontrakt ist am 6. September 1921 in El Paso, Texas, uitgeschreven worden und ist dort unterschrieben worden von der Käufer ihrer Seite, Vorsteher Franz Freise, Waisenvorsteher Peter Neufeld, von der Verkäufer ihrer Seite, Carmen Zuluaga de Kraft, Maria Zuluaga de Muñoz, Marta Zuluaga de Luján, Luz Zuluaga de Madero, Leonardo Zuluaga und Pedro Zuluaga. Wir wollen uns nu noch weiter mehr vertellen von unseren Eltern, Grootouderen und Urgrootouderen ihrem Reitmerken zum Uitwandern und dann von wo die Uitwanderung anfängt von Kanada nach Chihuahua, Mexiko. Aber nu erst weiter ein Bild von was bis Swift-Current, Saskatchewan passiert. Am 15. September kommt mit einmal ein Auto dahin, wo die Ooms auf die Swift-Current-Kolonie gekommen sind, und bringt Abraham Wieb, Julius Wieb, Heinrich Peters,
en Franz Peters jeder eine Verlodung, ein Summons. Landverkeper, die de oude kolonieën ganze koloniesland op de Swift-Current Reserve veraan op eenmaal te verkepen verzekeren, indien Koopman sind irgendwo in einen Konflikt geraten, zodat Konflikt im Gerecht geregelt worden soll. In diese Feierabend sollen dort auch im Gerichtshuis sein. Zweimal wird das Gerichtsdatum wiedergeschoben, aber als das Gericht dann endlich an ist, dann müssen diese Feierabends dort sitzen und zuhören, und wenn das neidig worden wird, sollen sie als Zeugen durchstehen. Aber als sie dort Feierdeel immer weiter geseten und mit großer Ungemütlichkeit zugehört haben, wo das Gericht mit Konflikten handelt, dann ist endlich das Gericht gekommen, ohne dass sie haben Bruch als Zeugen für irgendwas durchstehen. Dafür sind sie uns sehr, sehr dankbar. Wir wünschen und hoffen, dass so was niemals mehr wird Brücken vorkommen in ihrem Leben. Das Konflikt zwischen der Kolonie ihrer Landverkeper und den ihre Keper hat aber lang noch nicht zu lösen gehen. Und hat die Swift-Current noch viel Geld gekostet. Und nu wird er teruggenommen, Redenmerken zum Uitwanderen. Am 10. Oktober wurden Klaas Heide und Johann Weirempel nach Chihuahua geschickt, dort alles zu regeln und fertig zu machen mit erstens dem Gouverneur in Chihuahua wegen Landeigendomsrecht in Mexiko, zweitens mit der Zuluaga-Familie in der Old-Kolonie-Area auf Koten, Newman in Madero in El Paso, Texas, dass sie das ganze Fleck Land an 2 Quadratkilometer Fläche anmeten lassen sollen. Drittens mit der First National Bank in El Paso, Texas, durch wo die Tollungen am Land gemerkt worden sollen, zu bereden kriegt, wo dort gedonen worden soll. Und dann viertens mit den Eisenbahngesellschaften zu reden, dort die lägste Preisen versichern zu kriegen, für in Kanada ankommen, die mennonitische Uitwanderer von dort aufzuholen und dann die durch die US durchzuführen. Am 15. und 16. Oktober regeln Klaas Heide und Johann Weirempel alles mit dem Gouverneur in Chihuahua. Am 17. Oktober fahren sie nach dem Rancho Hacienda de Bustillos, blieben dort über Nacht und fahren dann noch weiter dort gekaufte Land beseinen. Sie sind zweimal auf der Zuluagas ihren Rancho La Quemada zur Nacht und für die dritte Nacht sind sie weiter trägbart, wo die Zuluaga-Familie wohnt, auf ihrem Rancho Hacienda de Bustillos. Am 21. Oktober fahren sie noch einmal dort südliche Port vom gekauften Land beseinen und kommen weiter zurück zum Rancho Hacienda de Bustillos und blieben dort bei des Zuluagas weiter zur Nacht. Am 22. Oktober fahren sie zurück nach Chihuahua, dort mit Immigrationsbeamten die Einwanderungssachen zu regeln. Am 23. Oktober fahren sie zurück nach El Paso, Texas. Am 24. trafen sie sich danach weiter mit ihrer Aufkoten Newman in Madero in El Paso. Sie bereden dort mit an, dass sie sicher merken sollen, dass ihr ganzes Fleck Land in 2 Quadratkilometer Fläche angemeten worden wird. Und dann gehen sie nur die First National Bank und bereden dort mit ihrem Präsident, kriegt, wo sie die Tollungen merken sollen. Der Bankpräsident hat an von dort kurz ein Telegramm aufschicken nach Vorsteher Franz Freise in Manitoba, wo er sagt, dass Vorsteher Franz Freise dort $2 US am Acker Antollungsgeld schickt und Klaas Heide und Johann Weirempel uitmerken soll und dann an dort Furz nach El Paso, Texas schicken. Als das Scheck angekommen ist, dann tollen sie dort an der Bank an und fahren zurück nach Hus.
En daarmee is dan de Manitoba-gemeente Airport vom Landhandel fertig gemacht. De Swift-Currenten in Saskatchewan arbeiten auch daran, Airport vom Landhandel fertig zu machen. Aber sie haben Schwierigkeiten, genug Geld zu kriegen, um ihre $2 am Acker Anholung zu machen. Am 15. November wird David Rempel naar Chihuahua geschickt, om met de Zuluaga-familie verzekeren ook de Swift-Currenten-Airport vom großen Landhandel fertig zu machen. Bernhard Rempel en Cornelius Friesen fuhren zur Gesellschaft mit David Rempel Taub naar Chihuahua. Diese beiden Männer kommen al am 4. Dezember terug, aber David Rempel kommt maar erst am 13. Dezember. Rempel heeft de Swift-Currenten-Airport vom Landhandel ook fertig machen, wann sie auch nicht können die volle Anholung machen. Lothar noch mal mehr von der Swift-Currenten ihren Landhandelskontrakt, der noch sehr kompliziert wird. Nu, dat de Swift-Currenten-Airport vom großen Landhandel auch fertig ist, schuiven viele Menschen in Saskatchewan und auch in Manitoba sehr no, dat de Uitwanderung anfangen soll. De Lied sind meid vom Strafgelder holen dafür, dass sie ihre Kinder nicht in der Regierung ihre Public Schulen schicken. Sie wollen so schwind als möglich von Kanada weg. Aber auch kolonische und sommerfälsche Leiders und Beamte von der US-Eisenbahngesellschaften mussten erst die Freiheit utarbeiten, de kanadische Mennoniten von Kanada aufzuholen mit ihrem Fei in Sachen Taub und die dann durch die US führen zu dürfen. De Oud-Kolonie brokken ihren Helper J.F. Wied ook nog verder zum aanhelpen ihre Uitwanderung zu planen und durchzuführen. Ich habe al lang nicht alle Bruderschaften und andere Taubkommen in Manitoba und Saskatchewan erwähnt. Aber nu ist das was da, wo so viele Meetings oder Taubkommen aufgeholt wurden, dass jeder gar nicht alle weiten wollen. Ich will auch wieder bloß von den wichtigsten Taubkommen was vertellen. Über das ganze gekaufte Land in Mexiko sind nu Linien getrokken, 2 Kilometer uitein, de Länge en de Dweer, zodat het 2 Kilometer bij 2 Kilometer grote vlekken zijn. Beim dit ganze Vlekland so weit aanmeten, zijn schijnbaar ook wat van de Oud-Kolonien ihre Landmeter van Canada door met bijgewaast, zodat ze met de landkaart wat de Zuluagas ihre Landmeter offiziell fertig maken, ook bekend worden. Vorsteher und Landmeter haben diese Landkarte vervielfältigen lassen und haben daarboven Flecken aufgemeten und aufgemalt, die groß genug sind, um daarboven ein Dorp anzulegen. Und dann haben sie diese Flecken genummeriert und jeder old-kolonische Dorpschild in der Swift-Current-Reserve kriegt eine so eine Landkarte von ihrem Port vom Land und jeder old-kolonische Dorpschild in Manitoba kriegt eine Landkarte von der Manitoba-Kolonie ihrem Port vom Land. Und dann ist auf beiden Städten eine Zusammenkunft, wo die Vorsteher in alle Schuldenämter kommen. Da schrieben sie jeder Landnummer auf jeder ein Papierchen, scheren die Papiertjes in eine Metze nennen, und dann hat jeder Dorpschild ein bisschen Papier aus der Metze rausnehmen, und durch dort Nummer, was auf dem Papierchen steht, erfährt jeder Dorp, woont Land zijn soll in Mexiko noch eher sie durchhand tragen. Und weil es so eine Dorpen aus, zum Beispiel Blumenort, Gnadental, Hamburg, Rheinland und Manitoba, all war da viel landlose junge Lied hatten und in Mexiko für 2 Dorpen Land kauften, nehmen sie eine Nummer und können dann dort angrenzende Fleck auch haben, sodass sie dort entweder ein doppelt großes Dorp anleihen können oder 2 separate Dorpen. Das Dorp Gnadental in Manitoba wird in Mexiko Gnadental und Gnadenfeld. Das Dorp Blumenort in Manitoba wird in Mexiko Blumenort und Blumental. Das Dorp Rheinland in Manitoba wird in Mexiko Rheinland, Neu-Rheinland. Das Dorp Hamburg in Manitoba wird in Mexiko Hamburg und Steinbach und so weiter. Met dem all die Old-Kolonien ihr Land auf einmal verkaufen an die Manitoba Westreserve und auch an die Swift-Current-Reserve, das hilft noch immer nicht. Aber viele Leute merken sich bereit auszuwandern, ohne ihr Land verkauft zu haben. Sie übergeben das Land verkaufen einem Verwandten oder einem Freund
die wenigstens op vereerst nog in Kanada blijven wel, zodat, wanneer dat eerst geregeld worden is, dat jeder einer zijn land zelfs verkopen darf, dan zal Verwandter oder Vriend land vooraan verkopen. Angefangen aan land zelfs te verkopen, eer zij de vrijheid hebben daartoe. Dat geeft dan natuurlijk wat Schwierigkeiten in zogenaamde gemeentenarbeid. Aber met de tijd wordt dat al het land op eenmaal verkopen, op alle 3 steden opgegeven. En dan durven alle burgers land zelfs verkopen. Dat de gemeenten niet al ihre burgers land op eenmaal verkopen kunnen, dat wir vielleicht sogar in gelijk. Dan, eer zij komen te uitwanderen, werden in Manitoba al ongeveer 1/3 van de oud-koloniefamilies die al niet uitwanderen willen. En van de 5 willen al ongeveer de helft in Canada blijven. En van de Hague-Osler gemeente blijven omeen even de helft in Canada wonen. De landprijs in de Manitoba Wasserreserve weer in de kriegstijd en opgegaan bij $75 den aker. Aber nu moesten vormen land voor 10 bij $20 den aker wonen laten, wanneer ze verkopen willen. En dan moesten ze dort werken nog ganz oder meist ganz uitbargen. Door wir zoveel land te verkopen, Kuiper wisten, ze brukten maar tolen wat ze tolen willen. Al am Herbst 1921, als de landhandel in Chihuahua endlich fertig geworden war, fangen Lied an ihre Sachen, die sie nicht mitnehmen wollen nach Mexiko, durch Utrops zu verkaufen. Utrops gehörten bald sozusagen zu der Ordnung. Besonders anfangs 1922, so schwind als de kaltste Deel vorbei wären. Aber auch die Sachen, die auf die Utrops verkauft worden, bleiben viel zu billig. Willst du viel mehr Lied verkaufen wollen, als kaufen. Wir breken hier auf, wie es unser Titel war aufhört. Nächstes Mal vertellen wir wieder von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern ihrem Reitmerken zum Uitwandern und dann von ihrem Uitwandern von Canada nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko. But nächstes Mal. That's George Rempel.